So einen schönen guten Abend, die Damen und Herren. Ich begrüße mich ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz, zu einer weiteren Pressekonferenz vom Bildungsminister über die Einzelschritte und über weitere Schritte am Dekonfinement. Wenn wir zurückgucken, dann denken wir noch immer an den 16. März, wo von einem Tag auf den anderen wir mal nicht mehr normal war. Der 16. März haben wir überall zu Lützeburg Schulen und Betreuungsstrukturen müssen zumachen. Auch gesellschaftlich sind den Lockdown wie Lützeburgen noch nie erlebt hat geschieht. Schüler die von engem Tag auf den anderen hier Freunde nicht mehr gesehen, hier Enseignant nicht mehr beginnt. Die Lehrerin war auf einmal nach just virtuell. Zusammen haben wir Online-Plattformen geschaffen für Schüler und Eltern zu erreichen. Schüler haben hier Enseignant über Video gesehen, mit den Kollegen über Teams geleiert. Das war eine enorme Umstellung für uns alle Guten und es war eine unwahrscheinliche Leistung. Den 4. Mai haben wir dann mit der Reouverture en Alternance vom sekundären ersten einen ganz vorsichtigen Schritt zurück an Normalität geholt. Den 25. Mai haben wir auch am Fundamental mit A- und B-Gruppen angefangen. Schüler konnten es zurück an die Schule gehen, hier Enseignant es gesehen, war noch nicht die ganze Zeit, dann auch nicht mit all ihren Klassenkameraden. Wir haben uns alle Guten umgestellt, für uns Kanernesen Steck Normalität zurückzugehen, für an strikten sanitären Bedingungen Schulen es teilweise Leben mit Leben zu füllen, und aber als nach lang nicht alles nicht normal an den Schulen. Dafür wollen wir auch an den letzten Wochen vor der großen Vakanz noch einmal einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen. Ja, wie wäre es, wenn wir es fertig bringen, als Klasse normal zusammenzubringen, die Schule also ein Stück weit mehr normal funktionieren zu lassen, ein außergewöhnliches Schuljahr, das aber normal können aufzuschließen. Natürlich verstehe ich jederin, den Loset möchte eine Änderung für der großen Vakanz nach Sinn, als den Aufwand Lohn nach gerechtfertigt, dann was bringt das der Kanner? Die Frauen, die sind berechtigt, dann noch mehr haben an den letzten Tagen mehr wie Enker Gestalt, dann probiert zu beantworten. Aber wir haben eigentlich das gemacht, was man in den letzten Wochen immer gemacht hat, und wir probiert aufzuweihen. Das wird für eine weitere Öffnung schwätzt, ob die eine Seite von der Wurzel lehnen, und das wird doch berechtigt Bedenken sehen, ob die andere Seite. Aber wir haben das nicht allein gemacht, wir haben über die letzten Tage mit allen unseren Partnern darüber geschwärzt, mit den Direktionen von den Schulen, mit den Gewerkschaften, mit den Eltern und Schülervertretern, und das allkehr sowohl aus der Grundschule wie auch aus dem Lycée, wie auch aus den Kompetenzzentren. Wir haben mit den Gemengevertretern am Civicol darüber diskutiert. Wir haben auch den wissenschaftlichen Rat zur Seite gezogen, um zu gucken, was die neuen Erkenntnisse sind, aber doch neue Simulationen sind, die dann auf Basis von der Hypothese, dass den Klassen nicht ganz zusammenkommen, geholt werden. Und natürlich haben wir auch bei der Direction de la Santé ein Avis für den heute weiteren Schritt gefragt. Bei der Konsultation habe ich gemerkt, dass die Meinungen über den Schluss von diesem Schuljahr resonieren gehen, aber konnte man ganz viel Remarken, Kritik an, aber auch ganz viel Konstruktivvorschläge mit integrieren. Und schon an Mengen Konsultationen habe ich viel nachgelauscht, an unterschiedliche Argumente hören, die organisatorischen Probleme überweihen eigentlich bei den Bedenken für weiter abzumachen, an die pädagogischen Argumente, die Argumente am Interesse von den Schülerinnen und den Schülern schwätzen eigentlich auf der anderen Seite auch ein ganz deutlicher Spruch. Schüler sollen nicht ganz zurück an bei ihren Enseignants, auch wenn Lohn ist Banken, da müssen zu Summen geregelt gehen, wissen wir, für was das gemacht wird. Es wird gemacht, wenn es die Bildungschancen von also Kannern der Jugendlichen. Die Regierung hat dafür heute auf meinen Vorschlag hin dezidiert, an der Grundschule noch am Lycée, da AB-Gruppen ist zusammen zu feiern, und da bemännigt den 21. Juni bis eben den Mittwoch
den 15. Juli, also bis groß Vakanz. Dat sind dann nach vom 29. Juni 13 ganzer Schuldeeg, wo Schüler aus enger Klasse nächste Summen erreicht gehen, an dat all da an net wie bislo eben just engwoch iwwer die Äner. Bis dahin hat am fundamental all Schüler tschend dann 11 Schuldeeg, Zter der Ouverture, der Reouverture vum fundamental, an Zter der Reprise am Lycée sinnet tschen 13 an 15 Deeg die Materielle, wo d Schüler eben nom Lockdown am AB-Modell an Schulgänge sinn. Lo kommen wir also nach enkeier op 13 ganzer Schuldeeg verschiedenen dabei. Die 13 Schuldeeg sollen als erlauben, Schuljahr so gut wie möglich aufzuschließen, dat zu festigen an zu ergänzen, was am Lockdown à Distanz geleiert gouf, respektiv die letzten Wochen an der Schule an Alternance vermittelt konnte gehen. Für so alle Schüler eine gute Basis können zu gehen für den Start am nächsten September. Und das war immer das, was das Primärziel war an den letzten 3 Monaten, nämlich das außergewöhnliche Schuljahr so aufzuschließen, dass wir am nächsten September ohne größere Schwierigkeiten Kenntnis aufhängen. Und dafür werden wir uns weiterhin auf das Essentielle konzentrieren, die wichtig Kontinuen eben sind, die wir brauchen, auf dem das nächste Schuljahr soll weiter abgebaut gehen. Das zu erreichen, als eben das Wichtigste. Und dafür wollen wir die zusätzlichen Schulstunden, die zusätzlichen Schuldeeg, die heute dabei kommen, ganz intensiv nutzen. Und auch dafür ist es wichtig, die Erfahrung eben mit den ganzen Klassen an den Schulen zu machen, am Hinblick auch auf die Rentrée am September, für do eng möglichst normal Rentrée eben können zu präparieren. Bei den Konsultationen von den einzelnen Partnern ist ein gemeinsamer Punkt aber aufgefallen, nämlich dass ein AB-Modell gut funktioniert wird. Ja, es war viel Aufwand, mehr es wird erlaubt, Schulen freizeitig für alle Schüler abzumachen, an das unter sicheren sanitären Bedingungen. Die kleinen Gruppen, an denen du geschafft gehen hast, hätten es auch erlaubt, sowohl auf der einen Seite die Distanz von 2 Meter zwischen den Schülern zu respektieren, aber auch ein konzentriert dann ein individuelles Schaffen möglich gemacht. So hat ein ganz unterschiedlich, auch auf die unterschiedlichen Fortschritte von den Schülern während dem Lockdown können reagieren. Und aber muss man wissen, dass ein AMB-Modell méi wie all zweet Schulstunden ausfallen gelos huet. Schüler also haut nach immer op Unterricht verzichten, op dem se eigentlich recht tun. So müssen darüber verzichten, weil die Sanitärsituation für enger Reihe von Wochen nach net erlaubt huet, alle Schüler zeitgleich an Schul kommen zu lassen. Es war notwendig für die Schüler und die Enseignants zu protegieren und auch die Verbreitung von Covid-19 zu bremsen. Nun haut wissen wir, dass wir an einer ganz anderen Sanitärsituation nach einmal sind. 12 von den Neuinfektionen packt einer ganzen Reihe von Deeg kaum noch an den zweistelligen Bereich, ob schon mal Tausenden von Tester pro Tag mittlerweile machen, wie gestern zum Beispiel 8.500. An der letzten Woche goufen insgesamt 36 Leute positiv getestet, und das bei insgesamt 20.141 Tester, die gemacht goufen. Wir leiden dummer an der Woche an einer Moyenne von 5 Neuinfektionen den Tag, an ob 1000 getestete Personen als an der Moyenne 1,2 positiv getestet gehen. Die Situation, wie sich momentan rund um die Covid-19 zu Lützeburg präsentiert, kann nicht mehr viel besser gehen wie lo. Viel mehr Neuinfektionen pro Tag werden einfach nicht möglich sein. Und du stellst dich dann schon froh, wenig machen wir einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung an unseren Schulen, wenn nicht gerade lo, wenn nicht gerade bei der Dota guter sanitärer Voraussetzung. Aber was wir auch mittlerweile, dass der Virus nicht mehr manner gefährlich ist für Kanner und für Junker. Sie können wohl infiziert gehen, wir haben an der Regel aber kein schwerer Verlauf. Kanner und Junker
können de Virus auch weiter gehen, wir machen dat viel Männer dacks wie die erwursen. Das ist nicht nur der Stand von der internationalen Forschung, mir entspricht auch Eisenerfahrungen aus den letzten Monaten. Ja, es sind und es waren Schüler aus Grundschulen und aus Lyceen infiziert, aber an aller Regel goufen sie von Erwursenen und nicht an der Schule infiziert. Und an aller Regel hatten sie keine Symptome. Es gibt also keinen Grund, den rechtfertigen, für weiterhin die Schüler op méi evitalschend vom Unterricht müssten verzichten. Ganz Klassen ze Summe bringen, dat ënnert der Berücksichtigung von allen anderen haut bestehenden Hygienesmaßnahmen feiert eben net zu enger unkontrollierte Ausbreitung von COVID-19 an dat tun eben die rezentste Simulationen von der COVID-19 Taskforce von Research Lützeburg auch nach einmal agin. Dabei können wir ohne Bedenken Chance nutzen, an den letzten 2,5 Wochen dabei Gruppen nächste Summen zu feiern, für so alle Schüler ein Maximum an Schulstunden zukommen zu lassen. Wir haben dabei probiert, den Aufwand von den Direktionen, den Enseignern und auch den Schülern und den Eltern so gering wie möglich zu halten. Wir sollen uns alle Guten auf die wertvollen Momente zusammen an der Klasse konzentrieren können. Und dafür bleiben wir beim Horaire von 8 bis 1 Uhr. So müssen Stundenpläne nicht geändert gehen. An der Regel bleiben die aktuellen Stundenpläne just eben A- und B-Gruppen zusammen an einem Saal errichtet gehen. Auch hat das kein Inzidenz auf den Funktionament mit des von der Maison Relais. Just dat eben auch dort kann die Betrieb gehen, zusammen können bleiben. All andere Sanitärregeln und Einschränkungen bleiben bis auf weiteres bestehen. Den Mundschutz wird an der Enceinte von der Schule rekommandiert, bis er am Klassensaal im Stuhl sitzt. Regelmäßig gehen Hände gewaschen oder desinfiziert. Pause bleiben versät. An Plätze, wo Schüler aus unterschiedlichen Klassen zusammen können kommen bleiben, so wie zum Beispiel Kantinen. Den weiterhin reduzierten Horaire verhindert, dass Schüler sich zu viel an der Schule oder unter dem Schulgäfen vermischen. Die Kinder aus der Grundschule, die mit des betreibt gehen, bleiben auch weiterhin am selben Gruppe wie Neues. Wichtig ist eben, dass wir weiterhin eine feste Gruppe von Schülern haben, die sich an der Schule nicht vermischen. Das erlaubt es uns zum Beispiel am Klassensaal auf den Mundschutz an auf die 2 Meter Distanz zu verzichten. Nur dann kann die Gruppe sich also mehr nachkommen, wenn er nur draußen ein Stück weit mehr strikt aufgeschirmt wird. Ja, wir bringen die ganze Klasse nicht bei ihnen, behalten aber all die anderen Sicherheitsmesuren, die bei an garantieren so auch weiterhin eine maximale Sicherheit für alle Schüler und alle Intervenants. Zusätzlich wird die weitere Ouverture von den Schulen aber auch begleitet von mittlerweile einem flächendeckenden Testing. Alle Schüler und Enseignants gehen an Gruppe von 5 angedeelt, an alle Woche wird ein anderen von denen 5 rausgesicht, den ich kann testen lassen. So können wir frühzeitig auf eventuelle Infektionen reagieren und bremsen gleichzeitig die Verbreitung von Covid-19 am Land, weil Infektionsketten schnell unterbrochen gehen. Aber wir haben eigentlich permanent ein Bild, wo der Virus, wo ein Virus erwähnt sich verbreitet, und da, wo er dann mit stark auftritt, wie an der Woche für drin, können wir direkt reagieren. Und ich will auch heute einen Aufruf machen, Matze machen, sich testen zu lassen, weil ich möchte den Schulen sicher dadurch, ich möchte die Gesellschaft sicher dadurch, es erlaubt den Eis, alle Gurten sich nächstes mehr frei können zu bewegen, wenn wir eben wissen, wo der Virus ist, und da besser können abgrenzen, das gibt mehr Freiheit zurück für all die anderen Leute am Land dann durch Matt machen, durch sich testen losen, durch die Chance da können zu nutzen, protegiert den für allem auch sich selber, seine Familie, seine Freunde, seine Arbeitskollegen, und eben auch seine Schulkollegen, egal ob es Kollegen aus der Profkonferenz von den Enseignern sind oder eben Klassenkameraden. Wenn da an B-Gruppe zu Summe kommen, dann ist da den weiteren wichtigen Schritt in Richtung Normalität. Aber bleiben wir bei ganz vielen Sicherheitsmesuren, die weiterhin Schüler, Enseignants und Edukateuren sollen protegieren.
Wir müssen eben lehren, mit Covid-19 zu leben, und das heißt eben auch, mit Covid-19 Schule zu halten. Und das auch mit ganzen Klassen, so dass Lehren an der größtmöglichen Sicherheit kann stattfinden, so dass man dem Recht auf Bildung aber können gerecht gehen, gleichzeitig aber gut auf den anderen oppassen. Und an dem wir die 3,5 Monate um Lockdown Klasse nächste Summe feiern, schließen wir das Schuljahr an der größtmöglichsten Normalität auf. Schon an den letzten Wochen auch mit viele Schüler geschwärzt, egal wie alt sie waren, egal wie eine Schule das sie gehen, sie wollten von allem etwas. Für der Vakanz hier Klassenkameraden herumgesehen, auch die Normalität gehört zur Schule an, als den Schüler enorm wichtig. Besonders bauchfähigen Schüler, die hier das Gebäude verlassen müssen, die zum Beispiel am Sprung für an der Liste stehen, sie können nicht nur ihre Erfahrungen aus den letzten Wochen austauschen mit all ihren Kollegen aus der Klasse, nein, sie können auch ihren Kollegen, ihren Enseignern an ihrer Schule richtig addieren. So wie kann der 25. Mai an die Jungs schon für die Runden 11. Mai bei alle Guten mit Friedensrecht an die Schule kommen sind, so werden sich auch logidere freuen, nächst die ganze Klasse herum zu gesehen. Die Schule als Platz vom Lehren, die Schule als aber noch ganz viel mehr wie das. Die Schule als eben auch Platz, wo ja, die Leben von den Jungen ihren Alltag strukturiert wird. Die Schule gibt einem jungen Leben auch Sinn. Die Schule als Platz auch von den Freundschaften. Und die Enttäuschung war bestimmt auf ganz vielen Plätzen groß, weil die beste Freundin oder den besten Freund dann aber nicht an dieselbe Gruppe gepackt hat. Und ich weiß, dass ich auf dieser Platz viele Jungen versprochen hat, dass man bei der Abteilung von den Gruppen ganz besonders darüber aufpassen. Und ich weiß, dass man ganz tags das Versprechen aus organisatorischen Gründen eben nicht konnten anhalten. Und auch dafür bin ich froh, dass die Schüler für am Ende des Schuljahres auch nicht alle Guten können den Weg bei Nähe fahren und den Weg zusammen zurück an die Schule fahren. An der Grundschule, da also, wo das autonom Lehren daheim nicht so selbstverständlich ist, werden wir die zusätzlichen Personalressourcen, die wir für die B-Gruppe rekrutiert haben, beibehalten. Sie helfen den Enseignern an der Klasse für mich stärker auf die unterschiedlichen Personen anzugehen. So können zum Beispiel Retarden nach am laufenden Schuljahr abgeschafft gehen. Ein Schüler, der am Apprentissage à Distance seine Schwierigkeiten hat, kann hier gezielt gefördert gehen. Ziel ist ganz klar, eben jeder soll fit sein für die nächste Rentrée. Der Coronavirus hat die Schule richtig durch die Nähe gerüsselt. An nun Eis also de Lo zu gucken, dass der Coronavirus nicht einzelne Schulkarrieren aus der Bund geheidern. Besonders darüber sollte man den letzten Tag von diesem Schuljahr als konzentrieren. Und auch besonders dafür sind die zusätzlichen Schultage auch eine Reinkehr besonders wichtig. Und wir werden auch in den nächsten Wochen nach gezielten Mesuren präsentieren können, wie man auch während der Schulvakanz, wie man aber auch rund um die Rentrée an nur der Rentrée am nächsten September, ob die dort Problematik ganz gezielt und durch zusätzliche Mesuren können angehen. Eine weiter wichtige Präzision vielleicht für die Grundschulen ist, dass man ganz bewusst von einem Zusammenfeiern von den A- und den B-Gruppen schwätzen. An einem Klassensaal gibt es aber Schüler, die an der Übungswoche daheim bleiben sind. Das ist am Prinzip auch in Zukunft möglich. Aber auch denen kann immer Möglichkeit, die 2 Wochen am gemeinsamen Unterricht können teilzuholen. Die Eltern sollen da einfach ihrem Enseignant Bescheid sagen, gerade wie auch der Maison Relais, wenn für die Doten nur mit es dann aber von enger Betreuung Gebrauch machen. Wir bleiben zwar bis zum Schluss vom Schuljahr beim Horaire von 8 bis 1 Uhr, also bei 25 Leçons, werden aber schon ab den Monden am Fundamental, da wo möglich ist, den Schulsport do bannen an dobausen erleben. Das Enseignant für heute jugieren wie eng Prioritäten an die jeweilige Fächer will für den Rest vom Schuljahr setzen. Und da steht nur der langer Fasten vom Konfinement
der Sport an Bewegung sicherlich auch ganz oben op der Lücht. Und ich will auch heute den Appell wiederholen, den ich schon gemacht habe, für besonders viele Aktivitäten draußen zu machen, an der freier Natur, do wo sich ganz einfach frei bewegen kann. Aber man wüsste auch, dass das Risiko für sich umzustechen draußen immer vielfach mehr gering ist, wie drinnen. An Bewegung hat der Schüler zuletzt doch aber ganz stark gefehlt. Das gilt nicht nur für Neues während der Schulzeit, den Appell, den ich mache, eben auch ganz besonders für Mütter während der Betreuung. An die Sanitärregeln für den Sport sind eben die auch am Vereinssport gelten. Hier gilt eben noch Sport ja, mehr Risiko für die Gesundheit an Schüler, für die Schüler, auch von den Enseignants ganz klar nee. Kein Risiko geben wir auch weiterhin bei den vulnerablen Schülern und Enseignants an. Vulnerable Schüler bleiben an der Regel daheim, gehen weiterhin auf Distanz enseigniert. Vulnerable Enseignants intervenieren auch von daheim aus. Und auch wenn das Risiko momentan irgendwo zu Lützeburg mit Covid-19 angestach, sie gehen doch extrem gering aus, so verstimmert Surgen und denkst von den vulnerablen Mitmenschen, aber wir werden sie auch weiterhin ganz besonders protegieren. Eng froh, de man dacks Gestalt gouf an der Lächt war, ob Ausflieger an Schulkolonien nicht möglich wären. Ausflieger an Sortiepädagogiken sind aber Mänden, ab den nächsten Mänden nicht erlaubt. Die Hygieneregeln sind heute vom Lieu de Destination. Wir wollen zwar die Lächte von diesem Jahr ganz besonders nutzen, für die notwendigen Kontinuen zu vermitteln, ob denen wir dann bei der nächsten Rentrée wollen aufbauen. Wir sind uns aber absolut bewusst, dass wir das Programm von den 5 Flüssen am Tag auch müssen abgelackert gestalten und auch das Wochenprogramm müssen abgelackert gestalten. Gerade lo brauchen Schüler auch mal Distanz, nicht Distanz zu ihren Mitmenschen, das hatten sie lang genug mehr Distanz zum Corona-Alltag. Und da kann ein Ausflug an Normalität, wie man so an der Corona-Zeit eben nicht kann tun, kann für ganz große Hilfe sein. Dafür sind Jahresausflüge eben erlaubt. Allerdings werden wir weiterhin rekommandieren, Übernächtungen zu evitieren, sodass die klassische Schulkolonie eben auf die muss verzichten gehen bis den 15. Juli. Heißt du mir den Recht so richtig, was Normalität bedeutet, wenn sie von engem da auf den anderen nicht mehr hört. Auf vieles von die Jungen müssen verzichten, bei weitem nicht nur auf Schule, auf Freundschaft, auf ihr soziales Leben, auf Freiheit und Autonomie, auf Sport und Bewegung. Wenn wir wollen, dass die Jungen gut aus der Corona-Krise herauskommen, dann muss man die Wochen, die kommen, nutzen, für ihnen das alles zurückzugehen, was wir ihnen so lange vorenthalten haben. Es war richtig, Schulen und Betreuungsstrukturen am März von engem darauf den anderen zuzumachen. Es war auch richtig, sie für 4 Wochen ganz vorsichtig abzumachen. An der Lo ist es auch wichtig und richtig, dass das weiter Schritte Richtung Normalität von unseren Schulen und Betreuungsstrukturen gemacht werden. So wie den Apprentissage à distance mit viel Improvisation und Engagement von allen Akteuren konnte gelingen, so wie jeder den A-B-Modell mit geplant, damit umgesetzt wird und sich auch da maximal engagiert wird. So bin ich auch davon überzeugt, dass die Summefeiern von den ganzen Klassen mit der Unterstützung von allen Akteuren möglich ist. Und so kann an die Jungen noch einmal maximal davon profitieren. Und auch Schüler, Eltern, an Enseignants, an der Gewissheit an Großvakanz können gehen, dass wir das Maximum normal aus diesem Anspruch für bei die Großvakanz zu kommen gemacht haben und dass am September den Umständen entsprechend normal Rentrée kann präpariert geben. So nicht merci für die Aufmerksamkeit. Ich stehe selbstverständlich zur Verfügung, falls ihr sollte froh sein. Guten Abend, David Marquez für den Quotidien. Meine Präzisionsfrage, was Sportaktivitäten anbelangt, das ist für die Fundamentalen und am Sekundär.
Dat ma d'Enseignern encouragieren innerhalb von den 25 Lëssern och sportlech Aktivitäten mat 40 gesinn, dat gëlt fir de fundamental. Dat ass am Sekundär natürlich ernst, dass weil echtens bei 25 Lëssern hummer jo missen 12 vun de Stunden noch reduzéieren, an de hummer natürlich auch een Enseignant pro Fahrern lo as so, dat den Sportprofe ganztags ernst das agesät ginn zum Beispiel fir vulnerabel Enseignern op dee Klassen ze ersetzen, so dat dat innerhalb von den 25 Lëssern net so einfach méigg ass, aber auch zum Deel Leiit net disponibel hunn, an dëfir muss man leider am Sekundär nach darüber verzichten. Gut, wat Konsultationun nu belangt, der gouft an de lechte Wochen man is kritisiert, dats dat beispielsweise Gewerkschafte just informéiert huet, an net rich konsultéiert huet, wat fall die Idee die dat dëswoch krit huet, wat dat awer méi konstruktiven Dialog wie dat empfund. Also schon den Dialog, den man fir drun hätten als konstruktivem empfund open, och wann man unterschiedliche Menungen hätten, an ich denken, dat dat ganz normal als unterschiedliche Menungen auch an so Diskussionen ze hunn, die hummer auch an anderen Punkten an gerade an dieser Phase, wo man durch eng Krise gin also doch notwendig, dat enger Phase die Regierung aber extra Pouvoiren hat an denen Lächten meint, dat doch vubause kritisch begleet gëtt an schon déi Kritik auch immer als eng Bereicherung empfund an munnech Sache se sechelech auch agefloss. Auch van dat net nobausen immer so dokumentéiert gin ass. Ich will aber auch so konsultéieren hecht gut nolauuschteren, an probieren ze verstoen, Argumenter ze verstoen, an Kritiken opzehoelen, an och selber kritisch dannläit man mat der egener Position umzugoen. Me hecht awer och a grad an enger Situation wie man los muss können Decisionen zu holen, Decisionen och a Momente, wo fleisch die Einzelakteure net immer unanim wären. An dat war sicherlich auch heil und net de falsch Menge, wann die Lächtdeger an der Presse Stellungnahme gelees huet, dann ass dat vun Dach ich der viersichtig an als skeptischen Haltungen gangen, fir wat man der Totelo wëlle machen, bis hin zur Reaktion, die ich da gesot hun war Mädet netrechten den 20. Juni werdet van der Schrift vum de Moien aus hun. Mir hunn dofir immer gut no gelauscht, da probiert daraus zu filtern, wat eng Plyvalu kenint sinn, a wo man och valabel Antworten können drop fannen, an du hast munneches och mat agefloss, mir awer hummerreis net vun der Ofhalle glos Decisionen zu wollen. Gut, ich wollte an Kollege weitergehen bei der Sportaktivität nein präzisionsfroh, dass du dann de Bausen de Bannen an de Schwemmen oder sind die nach zo? Hecht am Prinzip auch an der Schwemme, wann Schwemmen opsinn, dat hecht wir halen als du und all die Regen, die für de Vereinssport göllen oder den Bredesport göllen, an die sind dann auch zu respektieren am Fall wo du bannen hast sind sie sicherlich einkeier méi schwierig der Fälle wie am Fall wo du bbausen hast dufir schon eng Rekommandation besonders auch dubausen Sport zu machen méi Wandhalen disponibel sind wat net unbedingt muss sinn, weil Orlo zum Beispiel nach nometes Betreiben mal da an enger Sportzahl assuriert gouf méi wann dat de Fall hast, da kann der doch do sinn, me dann held den sech eben wann du Handball spielt und dieselbe Regeln wie auch den Handballstrainer sech mat Sänger Ki muss halen. So, guten Abend. Ich schon noch ein paar Fragen. Und zwar wollte ich erst mal wissen, wie viele Schüler wurden eigentlich insgesamt in der Zeit nur dem Lockdown positiv getestet? Und wie viele wurden dann nur isoliert? Dann würde mich interessieren, wie viele wurden in den letzten 3 Tagen positiv getestet? Und wie viele wurden da isoliert? Und dann, weil in du überhaupt nicht mehr von her, gibt mich interessieren, ob eigentlich die Ad-Hoc-Gruppe, die du vom Premier Abruf gauf, ob die eigentlich bei den Decisionen, die Lohai geholfen gehen, weil das ja auch aber ein großes Segment aus Bildung, gesellschaftlich und so weiter, ob die du eigentlich abzug gibt. Und falls sie das gibt, ob dir wisst, in was für enger Manier. Ja, also mir hun Deelinformationen, dass man so über positiv getesteten Schüler respektive Enseignern, wenn man das mat kree, weil dann natürlich den Schüler an der Regel isoliert gëtt, auch einer Schüler anderem getest gin, mal a Quarantäne kommen derselbe gilt fir Enseignern, mir hunn aber keng detailliert Chiffren darüber an ich denken, dat dat auch normal ass dat net Alkeiers als Patron oder als responsable Minister muss informiert gi, wann der segem Sektor der Fall ass. Trotzdem gëtt ganz dacks en Austausch.
von denen, die mir ich kann nicht eng Schätz zu nennen, weil es auch andere Plätze genannt hun zanter der Ouverture von den Schulen der 4. Mai, von denen die mir Kenntnis so schätzen wir, dass man rund eng 15 Fälle an den Schulen hatten, Schüler, Enseignants, fundamental an sekundär gemischt. Schon aber kein präzise Chiffren, was die letzten 3D belangt muss so. Also das sind die positiv getestet, sind aber nicht die isoliert. Das heißt, bei den Isolierten habt ihr da auch eine Schätzung eventuell? Jeder, der positiv getestet wird, auch isoliert. Dann ist es aber so, dass es kann sein, dass die an engem Kontakt mit dem Schüler oder dem Enseignant waren, dass die in Quarantäne kommen. Das ist auch nicht alle so von 4 an aufzusehen, wie viel das sind. Die gehen dann auch getestet. Also sobald sie dann noch negativ getestet sind, dann ist die Isolation auch durch die Quarantäne durch ein Kehr benennen. Mit dat als allgesein K per K, wo dat geguckt wird, mehr sind durch die Sicherheitsmesuren, die man der Schule bis lo hat, dann noch weiter werden hun. Also nicht so, dass dann unbedingt ganz Klasse muss in der Quarantäne kommen, weil man aber gucken, dass man so weit wie möglich Aufstand halten, respektiv einer Sicherheitsmesuren und einer Hygienesmesure respektieren, also dass du einen engen Kontakt nicht direkt gehen, als auch wenn den zum Beispiel zusammen an einer Klasse, also dass man zusammen eine andere Aktivität gemacht hat. Und die Ad-Hoc-Gruppe? Die Ad-Hoc-Gruppe als nicht konsultiert gehen, die Ad-Hoc-Gruppe berät der Staatsminister als einer koordinativer Aufgabe. Wir haben natürlich für allem heuer Kontakt gehabt mit anderen Ministerien, mit anderen Instanzen. Auf Regierungsniveau war die Koordination sind wir matt gelaufen, war alles aufgeschwert, aber die dort Ad-Hoc-Gruppe hat nicht interferiert. Erlaubt mir vielleicht dann noch ein Froh an den Forschungsminister, weil in dem Testing, du hast ja eigentlich auch 4 gesehen, Gina, das gibt es auch gemacht, so Clusteren eben zu bilden, die sind ja selber auch kurz drauf angegangen. Andere Länder haben sich dezidiert für, ob man die Art und Weise, wie in die Clusterin formiert wird und so weiter, für da zu publizieren. Auch die hat mal ein bisschen Aussicht gestaltet, den MEGIF gesehen. Irgendwann ein Kaya Asto vielleicht ja, mal etwas mehr Präzises zu wissen, speziell für den Edukationssektor und für den Betreuungssektor. Also, ja, ich denke, dass das absolut kein Problem ist, da ich mehr Informationen zukommen zu lassen, und das gilt für den Bereich, für den ich auch als Minister responsabel bin, Betreuung an der Schule, wo man ja intensiv machen. Die Schule Heine erklärt, dass man alle Akteuren haben, dass Schüler, wie Enseignants, wie Edukateuren, an Gruppe von 5 Andelen, die dann wochenweise allgesehen anderen aus der Gruppe getestet wird, für dadurch eine permanente Querschnitte, all wo ein Foto von der Situation zu haben. Die Foto ist natürlich nicht mehr komplett, weil ganz viele Leute auch matt machen, das vor. Aber das geht doch nicht über das raus, was am Anfang für eine Reihe von Wochen eigentlich annonciert war, wo eigentlich auch gedacht war, primär just ein repräsentativer Querschnitt zu holen, an den zu testen, an dann recht mit Breitfläche zu testen, dem Moment, wo dann etwas Auffälliges festgestellt gewähr. Hei ass an ich fand das normal, sind wir am Gangen, dass das ausgeriecht wird, austariert wird, geguckt wird, wie den Testing, den Dekonfinement, hier wird vom ganzen Bildungswesen, hier wird auch von anderen gesellschaftlichen Bereichen kann begleiten, wie man maximal Sicherheit, maximaler Normalität auch können kriegen. Und da denke ich, als die Approche, die wir haben, eng interessant, die auch sicherlich interessant wird sind für bei der Schulrentrée, da können als eine zusätzliche Sicherheit zu gehen. Und dafür werden ich eigentlich gespannt auf Resultate. Wir haben auch an den letzten Wochen, wie man Testing angefangen haben, nachdem wir die Schüler die Premiere gemacht haben, dann noch ihre Enseignants getestet haben, ja echt ein bisschen auf Bremse gedrückt beim Testen, weil es sollte mehr schnell weiter getestet gehen, wie das final gemacht gouf. Wir haben das für allem gemacht, weil wir gemerkt haben, dass wir ganz, ganz wenig positive Fälle hatten, an ganz viele Leute testen, für ganz wenig positive Fälle einen just zu finden, da das dann auch immer froh, ob wir die Ressourcen nach richtig anwenden. Hei gi mal nach en deitlich mé grosse Schradder Richtung Dekonfinement, an dems man die Gruppen do bei neen lehen, an dems man do net mir an all Situationen noch Distanzregel werden anhalen. An du interesseiert als eben
ob dat lo wirklich zu einer Reaktion feiert, an ob man ein Instrument hun, wo man dat da merken, werden net merken, wann der Fall ist, und dann noch können dementsprechend reagieren auf der enger Seite mat massiven Tester, für dann die positiv sind zu isolieren, und für den Rest des Schulbetriebs, soweit es geht, dann einfach normal laufen zu lassen, reagieren aber auch, an dem sie vielleicht die eng oder die andere Mesure, die lo aufgeschafft gouf Renke muss vielleicht am Heich zeien an dat also dat die nächsten Wochen wahrscheinlich Meng musste machen an das dat werde so ein Mam Virus lehren zu leben und du kann den Testing als eng Hölle gehen. Merci. Maxi Pasch Radio 10,7 gëtt schon eng Estimation, wieviel Iwerstunde beim Personalcenter der Reprise vun der Show bis zu Vakanz werden ufallen? Et gëtt ich kann ich lo net zoen den 100 Niwerblick darüber, weil ganz viel Leiif Nammer fundamental sie opgeruf gin mun encouragéiert freiwillig Iwerstunden ze machen an du wëssen mat natürlich an gro vun den Agenten am fundamental huet spontan gesot ja mir wëllen 2, 3 oder 4 Iwerstunden Mäen fir ein op die 25 Schlösser an do ze kommen, fir déi auch dann egestännech kënnen ze assurieren an immens dankbar dofir fir den Engagement dann dat das Beispiel weis wie weit d'Enseignern ha mat hëllefen dat sind net mit Enseignern, dat sind Edukateuren, dat sind Leiit an den Equipe de Soutien, die rundem sind, dat sind noch als Leiit an den Direktion noch die administrative jidre probiert de Maximum zu machen. Ich kann ich aber gern de Schiffer no sich losen, wat man haut do zum Beispiel am fundamental schon wësse, wer du Niwerstunde gelecht werd gin, an dann du noch enkeier de Bilan zu machen, wer du zusätzliche Stunden dabei kommst, auch wer du zusätzliche Kontrakte dabei kommst, weil man awer immerhin iwwer 1000 Leiit duré determiné lo engagéiert fir den AB-Modell können weiterlaufen zu lassen, respektive lo auch bei der Heitertransition dabei zu bleiben, an d'Enseignern und an den Klassen zu unterstützen, für besser zu differenzieren. Okay, merci. Da gebe ich noch eng froh iwwer Kräche stellen, du war ja noch net ganz klar definiert, wie am 15. Juli soll weitergoen. Hu an der Zwischenzeit schon Neuplan respektiv wie du kommuniziert gin. Am so Rendevous fir nächste Freidegkefe ginn, da sind ich ganz optimistisch, dat man do eng präzis Antwort können drop hun. Mengen dat muss dann net eng ganz Pressekonferenz gin, man solle mal davon ausgoen, dat man auch fir d'Kräche no 15. Juli awer nach a grosse Schritter Richtung Normalitéit kënne Mächer fir allem wat Gruppegréisten ubelangt, mit dat werde man am Laufen der nächster Woche auch mat der Santé diskutieren, an dann werde ich dem Regierungsrat auch do freilich eng Propos machen, wat die nächste Etappe am Dekonfinement vun die Krächen ass. Weil es Lohn die Kräche geht. Ich hatte froh, die hatte ich auch schon dem Minister gestaltet. Und leider sind wir eins noch nicht so richtig zu engem Ergebnis kommen. Vielleicht wisst ihr es ja, Herr Meich. Bei der Froh von dem, bei den Krächen, bei den Privatbetreibern, du stellst dich die Froh, ob den Congé pour raison familiale, den ja auch do von verschiedenen Edukateuren und Edukatrice geholt gouf, ob den eigentlich später muss zurückbezahlt gehen und den Staat, weil ihn eigentlich sozusagen eine Kumulation von staatlicher Hilfe nicht darf machen. Und schon nur wie Schlo recherchiert hat, zu Antworten heieren. Die engen hun gesot ja, die müssen zurückbezahlt gehen, und die anderen hun gesot nee, das war wahrscheinlich patronal, eigentlich zählt das nicht aus, das könnt nicht aus demselbischen Dippen, an du wennst wer dat lo gibt das nicht unter die Antikomüldo fallen. Ja, das ist eng interessant froh der tot, ich kann noch net allein darüber beantworten, weil der Congé pour raison familiale net aus Außenminister gemerkt mit das Schocklor dat Regierung huet Grundrichtung fir so engem Sektor iwwer den EW geholle vun, da kann er net och nach fir deselvichte Bëssen iwwer den andere W geholf kreen. Wir hatten die Dotendiskussion noch schon mal bei der Kurzerbecht, wo klar gesot Gymnasium mir hëllefen de Privatkrächen fir de Situation hat sie verstoen, an dems ma jo gesot hun, der Scheckservice ihre Setten iwwer der Scheckservice déi läfe weiter so wie se am März waren aufgrund von den Ausschreibungszwillen am März. Da kann het net sinn, dat parallel in eng einer Hëlle krit wie zum Beispiel Kurzerbecht an dieselbe Logik gif ech op jeden Fall mal so mystisch appliieren fir de Congé pour raison familial. Muss ich aber sicherlich mam Kollege Romain Schneider an dem Dan Kerschnecke aufschwätzen. Okay, merci. Ja.
Gut, also ich vielmals Merci. Heimat Hummer en große weitere Schritte Richtung Dekonfinement gemacht, aber wie frohen Orlo agin hun bleiben aber nach einer Reihe von offenen frohen an auch ja, Decisionen in Richtung Normalisierung von dem ganzen Bildungsbereich zu holen, die auch weiterhin Schritt für Schrittwerte machen, indem wir Erfahrung gesammelt und an der Norenke geguckt und wer den nächste logischen Schritt aus den zu verantworten ist. Ich muss merci.